Die Landwirtschaft, der primäre Sektor, leider als CSV Herz. Aber Stiefel eine Landwirtschaft, wo die Hauptaufgabe nach immer die Produktion von gesunden Lebensmitteln ist, und das am Anklang mit der Natur, eine nachhaltige Landwirtschaft mit den 3 Säulen am Gleichgewicht, aber stehen nicht für eine Landwirtschaft, die für allem just nach Landschaftspflege möchte. Da werde ich beim Agrargesetz darauf zurückkommen. Als CSV sind wir wirklich der Meinung, dass wir kreativ, dynamisch, innovativ Bauern brauchen und dass wir die unbedingt müssen unterstützen. Für das will ich aber einen Blick auf die Landwirtschaft machen, für das ganz an den Kader zu setzen. Wir haben zu Lützeburg 130.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, das ist 53% von unserer Landesfläche. Gestern hat man über die bebaute Fläche geschwert, das sind 10%, 53% landwirtschaftliche Fläche und der Rest aus Busch. Von der landwirtschaftlichen Fläche aus mehr vitalschend Grünland, Dauergrünland. Du sollst nachher beim Dauergrünland, du kann ich wiederhole mich, mit sind immer Leute, die Mengen, das können die machen, du kann ich nicht einfach so Gemäß bauen. Drauf bauen. Grünland muss Grünland so lassen, wenn ich das umbrechen, das wäre die größten Umwelt sind, die man könnte machen. Da gibt so viel Carbon freigesetzt gehen, so viel Nährstoffe freigesetzt gehen. Grünland ist extrem gut für den Erosionsschutz und das muss man behalten. Aber weil wir ein Grünlandstandort sind, als Rindfleischproduktion und Milchproduktion als ein Hauptstandbein an der Landwirtschaft. Und das wird da bleiben, weil wir einen Standort für den. Und wir wären dumm, wenn wir den nicht nutzen. Und auch global gesehen wäre das schlecht, weil, so wie der Bauer vom 7. Januar stung vom Alois Merx, vom Freien Bauernverband, der Präsident, einen Artikel lest, Architektur unserer Ernährungssicherheit, wenn die Produkte nicht high produziert gehen, wo wir einen Standort für den Hund, Produkte gebraucht, da gehen sie eher ins anders produziert, ganz Tag sehr ans anders für den Umweltschutz, keine so eine große Bedeutung hat. Das wäre also schlecht für die Umwelt, und das wäre schlecht für uns, weil da gibt es auch noch in dem Bereich, wo wir im Prinzip gut sind, nach aufhängig gehen. Wie war das dann eine Diversifikation wichtig? Wir haben gesehen, erstens, dass die Produktionssport, wo wir ein großes Stärke tun, dass die mit großen Herausforderungen, unter anderem bei der Ammoniak, Ausschädungen oder sich also mit den Herausforderungen götzer Konfrontation gesagt. Und es bringt der Valor nicht einfach zu sagen, wir machen das Dolo nicht mehr. Oder es bringt auch nicht einfach in Deckel auf Produktion zu setzen. Noch da werde ich noch beim Agrargesetz drauf angehen. Aber wir müssen den Betrieben einfach Alternativen abweisen und ermöglichen. Und unter anderem ist die Diskussion extrem wichtig. Zweitens natürlich, das ist wie bei Jitverein von Eis, wenn ich bei einem Bein stehe, dann hat man fort, da fällt nicht um. Bei einem Betrieb ist es sehr wichtig. Einer, der just auf einem Standbein produziert, den hat kein Risikoausgleich. Also ist es auch da für den einzelnen Betrieb wichtig, auch global gesehen natürlich für die Landwirtschaft, für die Nachhaltigkeit vom gesamten Sektor. Und Eva muss Politik dann dafür sorgen, dass die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden für die Alternativen und dafür habe ich im Prinzip dieses Sujet an die Chambre gebracht. Es geht nämlich nicht darum, das immer nicht zu fördern, es muss gehandelt gehen und es muss vor allem auf den Sektor gelauscht gehen. Ich war bei vielen Einzelbetrieben und ich sich ganz vieles gewöhnt. Aber wenn ich das systematisch machen, wenn ich wirklich mal eine Analyse machen von all den Alternativen, die da sind, von den Problemen, die da sind, ich meine, dann hätte man relativ viele Lösungen sehr durch. Interessant an dem Kontext, dass wir mal zu gucken, wo sind wir Selbstversorger, was importieren wir. Du hast es nicht so einfach, Statistiken zu kommen. Vielleicht kann der Herr Minister gucken, dass man die aktualisiert kriegen. Ich habe ein bisschen hinterher gesehen, schon von einer Studie von der Uni von 2020 davon, an der Woche, andere Zahlen, ein bisschen mehr aktueller. Beim Rindfleisch waren wir für ein paar Jahre bei 114%. Wir sagen ja immer, wir produzieren zu viel Fleisch, zu viel Milch und so weiter. Wir haben keine 100% mehr beim Rindfleisch. Wir sind nur bei 96%. Bei der Milch, auch da, wo gesagt wird, wir produzieren zu viel, dürfen nicht mehr so viel Milch produzieren. Wir sind bei 100%. Auch da haben wir keinen riesen Überschuss. Natürlich, wir exportieren, wir importieren auch, aber wir können das Ganze ja nicht so machen. Beim Schweinefleisch wären wir bei 67%, wir sind bei 50%. Auch da ist es mir schlecht gehen. Bei den Eiern bleiben wir so ungefähr bei 35%, gemäß
5%, Pouleen 1,5, 2%, Obst manner wie 2%. Dat heißt, Monat op viele Plätzen viel Potenzial. Und das ist auch nicht so, wie wenn man nicht schon Alternativen hätten. Man hat schon ganz viele Alternativen, aber es gibt auch viele Probleme. Und ich probiere, das mit einzelnen Beispielen zu gucken und dann auch Lösungen rauszuschälen und schon 21 Lösungen respektive Förderungen. Ich probiere, bei der Geflügelproduktion als Beispiel anzufangen. Hier importieren wir wirklich den ganz großen Teil von unserem Geflügel. Das ist aber nicht so, wie wir kein Wollen da wäre bei den Bauern, für das mehr zu machen. Es gibt auch schön oder gut Projekte, wo die Letztpulle, wo noch viel Direktvermärkter, die das machen, aber das geht noch nicht durch. Wie gesagt, wir haben einen Selbstversorgungsgrad von knapp 35%. Ich meine, jeder von uns hier Bonn, den ein bisschen Zeitung liest, den hat wahrscheinlich noch am Kap Diskussionen von den Bürgerinitiativen, wie heute zu Lützeburg sollten per Stelle gebaut gehen. 2018 stung am Wort, Bauer gibt in Streit um Hähnchenmast auf. 3 Jahre lang hatte er dafür gekämpft. Es sollten 2 Stellen abgerichtet gehen mit 6.500 Pouleen Hähnchen. Also. Und das ist ein ganz großes Problem bei unserer Gesellschaft. Nämlich viele Leute mengen, sie wissen, wie die Landwirtschaft ausgesehen, mit dem, was sie mengen, und das, was die Realität ist, das Bild geht immer mehr weiter als denen. Und dafür gehe ich mich nicht zu sagen, wir müssen darauf schaffen, dass das mehr nur bei ihnen geht. Und dafür ist auch der erste Punkt, wir müssen massiv an Informationskampagnen investieren, für die Akzeptanz von der Produktionen hier zu Lützeburg zu verbessern. Da gibt es schon Einzelinitiativen, zum Beispiel Frode Bauer, das ist ganz gut, aber es geht noch nicht durch, das sehen wir bei den Reaktionen der Leute. Weil dat viele Leute noch immer so ein nostalgisches Bild von der Landwirtschaft. Ich so ein Heidi-Bild nennen, mit einem Almöhi, mit paar Ochsen, an 3 Gässen, ein paar Schafen, dann bis rundherum laufen. Aber das ist nicht mit Landwirtschaft, auch nicht mehr auf der Alm. Und da muss ich auch noch sagen, auch früher wäre es nicht unbedingt besser für die Beichten. Da wären die ganze Wand darüber angestreckt am Stall. Das heißt, die moderne Landwirtschaft hat viel gemäht für das Wohlbefinden von den Tieren. Oder eng ander Sache am Bauer vom Juli 2022 stung war ein Artikel mit dem Titel 230.000 Legehennen und dennoch Bio. Ja, die gehen noch einer importiert. Die Hunde wo 100 Hektar auslaufen. Ich will just so ein Kreis sieht nicht unbedingt etwas aus. An Deutschland geht 80% von den Poulener Betrieber mit mehr wie 50.000 Tiere gehalten. Die gehen noch einer verkauft, also sie gehen noch gekauft. Und wir bringen es mal nicht fertig, einen Stall für 6.500 akzeptiert zu kriegen. Also, da muss man das schaffen. Ein anderes Problem für die Produktion, aber nicht nur für die, ist so ein Beispiel von der, das hier Fehler von einem Schlüchthaus zu Lützeburg. Und hier muss proaktiv mit dem Sektor noch Lösungen gesicht gehen. Allgemein muss ich sagen, dass eine komplette Wertschöpfungskette extrem wichtig ist, wenn man so ein Produkt da gerne will, aufbauen. Wie zum Beispiel auch beim Gemäß. Ich meine, Gemäß produzieren wir, verschaffen wir noch nicht. Das ist auch da eine komplette Wertschöpfungskette wäre extrem wichtig an dem Minimum, den ein LO kann machen, das wäre dafür zu sorgen, dass die Beihilfen, die die EU 4 gesagt, an den Bereichen, dass die DGF voll ausgeschöpft gehen. Das war am letzten Agrargesetz nicht der Fall, das an diesem Projet de loi auch noch nicht 4 gesehen, vielleicht könnte das ja noch. Das war mein zweiter Punkt. Da komme ich bei einem konkreten Beispiel, das sind Sitzgrumpen, und nicht so ein Sitzgrumpen, weil sie eisermäßig speziell um Herz leihen. Das ist ein zweites Standbein gewesen für ganz viele Betriebe. Leider riskiert das über der Vergangenheit umzugehören. Und das wollen wir wirklich verhindern als CSV, weil wir waren immer hofriger bei Sitzgrumpengenossenschaften. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mit Klassen gegangen sind, da sind dann so groß abgegangen, wenn die erklärt kriegen, wo wir überall Grundbrücken exportieren. Sitzgrundbrücken exportieren. Wir wären richtig gut dran, wir sind auch noch gut dran. Aber es könnte geschwind nicht mehr so ausgesehen, weil die Genossenschaft hat Schwierigkeiten, hat richtig Schwierigkeiten. Sie brauchen eng Minimalfläche, mir für die Bauern ist nicht mehr unbedingt interessant. Für den ist es schon bald mehr interessant, als du nichts zu machen und da Primen zu kriegen, wie eine schwierige Produktion zu machen, wo viel Know-how gefördert ist und wo ein Risiko dran ist.
Und dafür, wenn die Genossenschaft die Produktion misst erstellen, sie machen Defizit. Also nach einem Jahr Defizit machen, das ist sofort. Also so eine Schei ganz klar, wir werden als eine gezielt lösungsorientierte Position vom Ministerium. Der dritte Punkt, will die Majorität dieses Sektor unterstützen, dann muss man zusammen mit dem Sektor noch Lösungen gucken. Man muss gucken, was das am Agrargesetz möglich für diesen Sektor zu retten. Wie gesagt, es sind Alternativen für verschiedene Betriebe. Aber wenn man keine Genossenschaft mehr die verkauft, da kann man auch keinen Betrieb mehr, den er nur kann produzieren. Dürfen Krumpren zum Beispiel auf Stilllegungsflächen umgebaut gehen. Ich weiß, Krumpren dürfen umgebaut gehen. Mir Sitzkrumpren können noch Käse gehen. Muss ich das so genau spezifizieren, dass die nicht dürfen umgebaut gehen. Dann hätte man zum Beispiel eine Fläche. Da könnte Genossenschaft Fläche rentabel produzieren. Ein anderes Beispiel, Damen und Herren, Käsehof. Zu Lützeburg schon mal ein Partybetrieber, die das machen, die verschaffen noch, sie machen Käse, sie machen Glas, sie verkaufen nur Südmüllig, viele machen da Direktvermarktung, andere gehen noch direkt an den Supermarkt, wo ganz gut Betriebe an dem Bereich. Direktvermarktung ist aber nicht für jeden Verein etwas. Und hier kann ich einfach ein Beispiel von einem Betrieb, den Lo aus Schwierigkeiten könnte, respektive hat, könnte kommen durch das Agrargesetz. Wir haben zu Lützeburg 2 Großbetriebe gehabt, die Milch exportiert an Belgien. Zu Lützeburg gibt es keine komplett Wertschöpfungsketten, es gibt keine Molkerei für Käsemilch. Also als eine Molkerei hier Milch sicher kommt, da könnte ich vorstellen, dass die nicht für 100 Liter auf Lützeburg kommen. So, lot leider von diesen Betrieben abgehalten, wenn den anderen Betrieb nicht die do Gessen überhüllt, da könnte Molkerei sagen, Milch nicht mehr sicher, da steht denn da. Was hat der Betrieb also gemäht? Man hat Gessen überholt, das ist also nicht problematisch gewesen, weil der Stall schon so an der Größe geplant war. Dem jungen Bauer, sein Projekt war auch vom Landwirtschaftsministerium. Also ugeholt gehen, auch gut gehischt gehen. Der Bauer hat also Initiativ gehischt. Er war kreativ. Er wollte von der normalen Kuhmilch fortkommen. Er hat viel investiert an, und aus dem Landwirtschaftsministerium unterstützt gehen bis das Projekt de loi vom Agrargesetz durchschlug. Wenn das Gesetz nämlich so, wie die Regierung dort durchgelöst hat, schon gestimmt wäre, da wäre den Bauer verhit. Da wäre nämlich, hätten Käse nicht könnten hören, wer käme in Milch sicher kommen, dann wäre den Betriebsplan, den zwar vom Ministerium angeholt wäre, mit dem hätten wir nicht, wir könnten aufhängen und der Rest, ich könnte ich denken, für allem, das hat mich wirklich rosen möchte, dass das dem Ministerium im Prinzip egal gewesen wäre. Ich hatte nämlich noch gefragt, nur Härtefall, gut schnell gesagt, das bisschen, was interessiert mich, mein Geschwätz zu Göster. Das kann ja aber nicht sein. Wenn wir so Alternative gerne wollen fördern, dann muss man Prävisibilität, und das ist mein 4. Punkt, Prävisibilität schaffen. Betriebe brauchen Prävisibilität. Schon an diesem Beispiel erklärt. Entwicklungsstrategien sind ohne Prävisibilität nicht möglich, und Politik muss dafür sorgen. Und das wäre wichtig, wenn wir das logisch machen. Ich mache hier just eine kleine Klammer auf. Auch hier, Kreis zum Betrieb, wisst ihr, wie viele Arbeitskräfte den theoretisch gerechnet kriegt mit dem neuen Agrargesetz? 17. 17. Wisst ihr, wie viel hat der hat? 4,5. Also die Berechnung könnt ihr auch eigentlich evaluieren, weil ich will auch so, und der Bauer muss eigentlich die Möglichkeit tun, wenn eine Frau am Mann einen Betrieb hat, dass die auch an Congé gehen, an Congé machen, ohne dass von den 2 muss daheim bleiben. Gut, gucken wir erstmal, die Gemäß Obst bauen. Mehr Gemäß machen, mehr Obst machen, geht im Prinzip immer im Gesot. Ziel also richtig, mehr das geht nicht vom selben. Der Selbstversorgungsgrad beim Gemäß liegt bei 5–6%, vielleicht beim Obst 2%, schon nicht gesagt. Und ich sage lange, man muss noch wissen, wir werden da nie 100% kommen, also Orange, Kiwien, Mango und ich weiß nicht was alles. Das können wir nicht umbauen, und ich hoffe, dass wir das in nächster Zukunft auch nicht könnten umbauen. So, laut Schätzungen vom Obstbauverein könnte man mittelfristig zu Lützeburg an Selbstversorgungsgrad beim Gemäß von 35, respektive wenn wir auch Zehren Ubergiffe fördern, von 50% erreichen. Weil er ja bei 5%. Du haben also relativ viel Sput, was wir könnten erreichen. Aber im Obst zu 25%. Und dafür bräuchte man noch nicht viel Fläche. Wir bräuchten 1400 Hektar Obst bei und 1000 bis 1250 Hektar Ackerfläche für Gemäß
an 10 bis 20 Zehren von einem Hektar. Das sind nicht viele Hektar, das sind 2600 Hektar ungefähr, rund 130.000. Das ist also nicht der Detail und der Fläche leid, dass man das nicht machen können. Wir haben eine ganz Partie Probleme, und ich basiere mich hier unter anderem auf Dokument, was durch am neuen Bauernkalender zu lesen ist. 10 Punkte für Luxemburg, Strategie zur Steigerung des Selbstversorgungsgrades bei Obst und Gemüse, vom Jean-Claude Müller, Präsident vom Lützeburger Obstbauverein, und da kommt direkt bei mein 5. Punkt. Wir brauchen eine Lösung für den Zugang an den Preis vom Wasser. Obst und Gemüse brauchen Wasser. Das soll nicht unbedingt normal Trinkwasser sein, das ist auch nicht mit zu bezahlen, aber da brauchen wir innovative Lösungen, für an Wasser zu kommen, zum Beispiel Abfangbecken für Rehwasser, Speicherbasingen, gereinigt Aufwasser, wäre noch möglich Pisten. Hei gëttler schon jahrelang dro gedoktert, mun wann immer keine Lesung. Eg froh ass mittlerweile klar, wer zum Beispiel wo könnt gemäht gehen. Kreent Leiit an den Kringzonen die Genehmigungen für Opfang, Becken, für Wasser, Speicher, Basingen und so weiter. Aber nicht so, dass die überall Löbser gemäß oder für allem gemäß möglich. Es wäre interessant, und das wäre auch ein Auftrag vielleicht und das Landwirtschaftsministerium für mal eine Analyse zu machen, wo ist an unserem Land die Böden so gut, dass man könnte gemäß machen, aber wo kämen wir auf diesen Plätzen Wasser? Ich meine, das gibt den Betriebsleitern ganz viel helfen. Ein anderes Problem an dem Bereich, am Weinbau, das sind Arbeitskräfte. Hat schon einmal spannend vorgestellt, es gibt viele Betriebe oder ein paar Gemäßbetriebe, die gut produziert, haben auch gut verkauft, aber sie konnten nicht rentabel schaffen, haben also abgehalten und sie gehen davon bis Initiativen überholen und dann geht es bei mir. Ich meine, ich brauche kein Bild zu machen. Das ist relativ einfach, Obst, Gemüse, nicht nur das, sind intensiv und zu Lützeburg als Arbeitskraft extrem teuer. Dafür ist es schwierig, mit dem Ausland zu konkurrieren. Schon mal einen kleinen Brenner geschaut, das hat mich erfeiert, die so zu mir, früher habe ich Leute einfach, die kommen einfach so helfen. Wenn ich legit fragen muss, habe ich den Mindestlohn geben, für mich Apple abzurufen. Wird dann nicht besser, und die so das wirklich nicht besser, ich lasse einen Teppel aus Südtirol kommen und ich brenne die und ich lasse meine Apple an der Wieslein. Das kann am Prinzip nicht sein. Wir brauchen wir irgendeine Lösung. Und schon mal einem anderen Betriebsleiter geschwärzt, die so, das ist schon eine Alternative. Ich kann sie nicht ausbauen, weil ich kann nicht konkurrieren, zum Beispiel mit einer Urbisinitiative, die liefert an Schulen. Ich bin mit teuer, ich kann nicht konkurrieren, also ich bleibe nur am Klängen und ich merke just meine Direktvermarktung. Ich will hier betonen, an den Ali passt du ganz genau auf, Beschäftigungsinitiativen sind extrem wichtig, und die brauchen wir. Das ist just ein Problem, dass sie zu einer Konkurrenz gehen von Betrieben, die wirklich innovativer, kreativ sind. Und dafür so nicht, und das ist ein Abruf, dass dort Summe geschafft wird, das ist mein 6. Punkt, dass wir müssen innovativ Lösungen sich vielleicht heraus aus dem Denkmuster für wirklich bei dem Punkt eine Lösung zu finden. Vielleicht könnten die auch auf Platzproduktion in Teil von der Wertschöpfungskette machen, die man nicht tun. Das wäre eine Win-Win-Situation. Aber es geht nicht zu Summe, muss zu Summe geschafft gehen. Das zweite Problem bei den Arbeitskräften ist, dass wir viel Saisonarbeitskräfte brauchen. Die Saisonarbeitskräfte sind hier im Lützeburger Marché nicht zu kriegen, am EU-Ausland im Prinzip auch nicht mit zu kriegen. Und der Sektor fragt, für zum Beispiel eine Lösung zu finden, für 3 Monate auch ein Kehr Leute es nicht EU-Länder zuzulassen. Das ist mein 7. Punkt. Die Regierung muss halt zusammen mit dem Sektor noch Lösungen sichern für die Saisonarbeitskräfte, für das wir deren Plätze kriegen. Da komme ich bei den Zehrebau. Ein reiner Gemäßbau zu Lützeburg, das geht nicht, weil also Sommer ist relativ kurz. Und wenn wir gerne wollen, richtig verkaufen und rentabel sind, muss man das ganze Jahr überliefern, weil ein Supermarché, wir können nicht zum Supermarché so, wir liefern bis, ich weiß nicht, von Mai bis September und dann ist das egal. Das geht nicht. Und dafür müssen Zehren abgerichtet gehen. Und wenn ich noch einmal auf den Selbstversorgungsgrad gucke, der möglich wäre, wir könnten auf 50% kommen. Wir begrüßen heute, dass bei der Anpassung vom Naturschutzgesetz oder zumindest mal Folientunnelle können abgerichtet gehen, ohne allzu viel große Gedächtnis. Gibt mittlerweile auch eine Ouvertüre bei den Zehren, eher dann bei größeren Aktivitätszonen. Auch wenn das für verschiedene Betriebe kann eine Lösung sein. Ich erinnere mich nach
ich weiß nicht, das war bestimmt 24 Jahre, du hast schon bei der Schule Konter über einen so einen Hortikol geschwert, wie du soll Tötzkohl gehen. Du hast also 20 Jahre geschwert gehen, das nicht ging. Ich will auch heute daran erinnern, dass man bei der Aktualitätsstunde über Google gesagt hat, hier wäre Synergie möglich mit Zehren, die Holz zu nutzen. Mehr muss auch nach dem einzelnen Betrieb, bei dem einzelnen Betrieb möglich sind, auch da ein Zehr abzurichten und noch da Synergie möglich, zum Beispiel mit Biogasanlagen, wo in die Überschüsse schützt, könnt nutzen. Es gibt so ein gutes Beispiel, das Detail, das wäre am Lützeburger Bauer, Ferme du Fast, an der Belsch, nicht weit von Lützeburg fort. 1 Hektar Zehren für Tomaten, 600 Tonnen Tomaten am Jahr, Verkauf bei Großhändlern auf Lützeburg. An 1 Hektar können wir sagen, das ist groß. Das ist groß. Mit Tuni Jean-Blou hat ausgerechnet, über einem Hektar breiter die Dünn zu fangen, die Rentabilität geht aber einem Hektar un. Dafür habe ich auch gesagt, 10 bis 20 Zehren für jeweils einem Hektar. So, die Biogasanlage, die Zehren, die funktionieren mit einer größeren Biogasanlage, wo Abfall von Lebensmitteln verschafft wird, eben auch nach Gülle, weil den hat auch nach Beisten. Das ist ein interessantes und nachhaltiges Projekt. Der Betrieb steht 1 Kilometer von der Grenze fort. Tomaten gehen zu Lützeburg verkauft. Aber was sagt der Betriebsleder? Und das steht hier in diesem Artikel vom Lützeburger Bauer vom 30. Dezember 2022. Die gleiche Installation nur 1 Kilometer entfernt auf der luxemburgischen Seite der Grenze zu errichten, sei undenkbar gewesen. Zu viele Steine würden einem dort bei so einem Projekt in den Weg gelegt. Herr Präsident, den Herr von der Ferme du Fast bringt es auf den Punkt, und ich komme bei meinem ersten Punkt. Die Genehmigungen für den Zehrebau müssen vereinfacht gehen und nicht nur an den Aktivitätszonen erlauben. Es gibt zu Lützeburg noch weitere interessante Alternativen, wo Bauern schon lang innovativer kreativ sind. Ich zähle just per Tee vom See, Champignons, Kürbisse, Gewürze, Gras als Isolationsmaterial, das kriegen wir alle auf Lützeburg, Elefantengras, Lein für Leinölig, Fasern, industriell, Leinprodukte, Quinoa, Mensch, für andere Möglichkeit, ich meine nicht, dass es schon nur gebaut wird, für andere Möglichkeit, den Hanfuber, Hanfölig, Hanftee, Hanf könnt ein wichtiger Teil von einer Diversifikationsstrategie sind. Der Ubau ist nämlich extensiv. Wir können noch Fasern, können Isolationsmaterial sein. An dem Fall kommen ich immer bei der Wertschöpfungskette, sie ist nicht komplett. Hier wäre es wichtig, wenn man zum Beispiel auch hier ein Zusammenarbeit mit Luxinnovation oder auch mit dem Ökonomieministerium hätten, für die Verürbungsindustrie auch zu entwickeln. Es ist also noch viel Potenzial da, was noch nicht genutzt wird. Auch die Energie aus der Landwirtschaft wäre und das ist eine wichtige Alternative, kann noch in 2 Standbeinen sein. Der Biogas ist leider ein schlechtes Beispiel, weil von uns das Regierung da ist und die Unzahl von den Betrieben just aufgeholt. Der Biogas kann aber in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, Beispiel zum Beispiel Ferme du Fast bei den Zehren, verhützt. Dafür fördern wir den 9. Punkt, und den ist relativ einfach, dadurch sich endlich das umsetzt, was er schon 4 Jahre verspricht, und dass er dem Sektor in der DM greift. Am Moment ist auch viel gesehen, neue Anlagen zu unterstützen, Kleinanlagen oder erneuert Anlagen. Ich meine, das ist wichtig, dass die Anlagen, die da sind, dass die Mattei an den Kader fallen, weil es wäre sich nicht gut, wenn wir die Anlagen nicht mehr gut 4 Jahre weiterlaufen lassen, und wir parallel dazu neuer fördern. Ich meine, da wäre man beim Nettostrom, hätte man nicht viel gemäht. Also ich kann nicht so ein Beispiel so, wo am Süden eine Biogasanlage gebaut oder gibt, wo der mehr Grünschnitt da könnt, wo dann auf der anderen Platz eine andere Biogasanlage Probleme hat, genug zu produzieren. Also das ist kontraproduktiv. Die Photovoltaik auf den Dachflächen ist eine einfach, gut und sinnvolle Möglichkeit für ein zweites Standbein. Wir fehlen noch ganz stark die Infrastrukturen, die notwendig sind, für den produzierten Strom aufzuholen. Davon hören wir nicht etwas, mein 10. Punkt dafür fördern wir einen sicheren Ausbau von diesen Infrastrukturen oder zumindest Subventionen auf den privaten Invest, wie zum Beispiel Trafo. Weil Dachflächen, versiegelte Flächen, dürfen nicht müssen Bruch leiden. Komme ich bei der Agrivoltaik. Für uns ist es klar, eher massiv an die Agrivoltaik investiert wird, eher massiv gute landwirtschaftliche Böden zur Stromproduktion genutzt wird,
sollen prioritär die versiegelte Flächen genutzt gehen. Viele Bauern hatten wirklich bei diesem Projekt gedurcht, sie könnten eine Flächen höhlen, die vielleicht nicht so produktiv wären, wo nicht viel wies, sie könnten sie dafür nutzen, als so ein Zweitstandbein opbauen. Das ist leider nicht so. Weil die Regierung hat ein Projekt dezidiert, dass nur solche Gutflächen dafür können genutzt gehen und dass dann die Gutflächen müssen extensiviert gehen. Das ist nicht, weil das Fläche mit meiner Biodiversität. Das ist, wenn ich ein Reigras wie tun, dann ist es eine gute Fläche für die Milchproduktion, da ist nicht viel Biodiversität drauf, die kann ich nutzen, kann ich Pannen und mehr muss ich extensivieren, dann ist Futter nicht mehr gut für die Milchproduktion. Das ist, Bauern brauchen hier eine Politik von Maden, und dafür komme ich bei meinem 11. Punkt. Bestimmungen für die Agrivoltaikprojekte sollen zusammen mit dem Sektor überschafft gehen. Kommen ich bei Dienstleistungen. Die Landwirtschaft könnte noch freieren, ganz einfach Fernpädagogik. Mittlerweile gibt es da eine Party, es gibt auch SIT, da sind manchmal 39 Betriebe zu finden. Es ist extrem wichtig, dass man von kleinen uns lernen, wie die Landwirtschaft funktioniert, wie die Lebensmittelproduktion funktioniert. Dafür als CSV gibt es mehr wichtig, dass den 12. Punkt, dass die Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion ein fester Bestandteil vom Programm an der Grundschule wäre, und das praktisch umhaft und nicht theoretisch an der Schulbank und dass da mit den Betrieben zusammen geschafft wird, die sich da sich engagiert tun, für das zu machen. Aber auch hier stellt sich die Frage von der Grünzone. Wenn ich noch einen Betrieb bauen, könnt ich etwas speziell bauen für die Fernpädagogik, für die Spezialklassensaal. Artikel 6 vom Naturschutzgesetz, Mensch gesagt, das nicht viel. Ich komme nicht noch darauf zurück. Direktvermarktung. Vom Bauern auf den Tisch ist die Vereinigung von den Lützebäuer Direktvermarkter. Sie lädt mir ein bisschen um jetzt, weil ich war Gründungsmember. Zu der Zeit haben sie dann noch immer gefragt, die ein bisschen Zeit hatten, etwas zu schaffen. Ich war an der Schule und dann habe ich eben das Sekretariat gemacht. Es ist just, das gut von den Leuten so gefunden, für das Sekretariat zu machen, weil die Bauern lang haben neben dem Betrieb nicht mehr die Zeit für das zu machen. Direktvermarktung ist eben extrem wichtig. Und dafür müsst auch da Manpower zur Verfügung gestellt gehen. Wenn man die gerne wollen pushen, Direktvermarktung, das so viel zu organisieren, das die Legislation zu gucken, auch mal Kontakt abzuholen, das geht nicht neben Land. Statistisch wäre es wirklich gut, wenn die Leute zumindest eine halbe Arbeitskraft zur Verfügung gestellt kriegen. Das ist mein 13. Punkt. Weil ich schon noch eine Etude gesehen, Betriebsresultate von 2020-21, da haben 39% von den Betrieben gesagt, dass die Bedeutung von der Direktvermarktung aufgeholt hat. Also ich habe gesagt, das wäre, wenn es zu hohen gesetzlichen Oblehren. Und da, meine ich, wollen die Leute schon vielleicht wären, mir einfach so neben Land geht das nicht mehr, weil die sowieso keine Freizeit. Da komme ich bei der Biolandwirtschaft. Kantumstellung respektive Teilumstellung eine Alternative sind. Wir haben gesagt, die Regierung will 100%, wir sagen, das ist nicht realistisch und noch nicht sinnvoll. Ich will auch just Heinerecker so, es gibt kein schwarzer Weiß. Am Moment sehen wir, dass viele Betriebe durch Schwierigkeiten haben. Sie haben Schwierigkeiten, Produkte sind mit teuer, Leute man suchen, und die Importe aus dem Ausland sind mit billig. Und dafür geht es nicht dafür, Biolandwirtschaft zu setzen. Wie gesagt, kein schwarzer Weiß, das ist mein 14. Punkt. Die 2 Produktionsarten dürfen nicht gegen den ausgespielt gehen, aber wir müssen auf die Regionalität setzen. Wir müssen uns Produkte hier unterstützen. Da gibt schon vieles gemäht, aber da ist noch viel Sput noch öfen, und die muss man komplett ausreizen. Für den Betrieb nämlich auch noch umzustellen, weil wenn wir auch noch so, wir sagen, dass auch wir brauchen noch mehr Produktion, Bioproduktion. Auch da importieren wir viel. Also wir eine ganz Umstellung an der Situation, wo wir sind, nach mehr schwierig und mit mehr Risiko behaftet wie für drüben. Also so wir brauchen uns eine konsequente Information über an Promotion von der Teilumstellung für mehr Lützebäuer biologische Produkte auf den Markt zu kriegen. Das heißt 15. Der Punkt, die gering wären bis noch nie richtig darauf verstanden, ich weiß nicht, wie Position los. An all diesen Bereichen ist Beratung extrem wichtig. Ich habe den Leuten geschwärzt, das Beratungssystem, für zu gucken, dass die Beratung subventioniert wird, den ist schwierig. Dafür der 16. Punkt, das Beratungssystem muss einfach und effizient sein, dafür soll den zusammen mit den Konzernierten angepasst und analysiert gehen. Da komme ich noch kurz bei dem Naturschutzgesetz. Und ich so wirklich, muss angepasst gehen an
Majorität heißt Majorität gefördert. 2018 wurde verpasst, 2022 wurde verpasst. Das Lohn der Zeit man mache lo Remmeng Upassung merkt wann ich Schrift ne mat Kap der Minister Kaloson dat nicht ich, der wurde als Landwirtschaftsminister auch beim Naturschutzgesetz eng Verantwortung, weil er geht Landwirtschaft. Dafür mein 17. Punkt Genehmigungsprozedure muss überguckt, vereinfacht, aber beschleunigt gehen, kein unsinnig Kompensationsmaßnahmen schon net 4 gestern gesot. De Minimum an nicht de nice to have und darüber soll man oppassen. Dann die Betrieber, die an der Gringzone sind, über den Artikel 6 als dat was sie können machen, an der vermerken ganz eng definiert. Auch du hatte man gefroht für dat anders zu definieren, für eben Alternativen zuzulassen. War das nämlich nicht zugelassen. Ländlichen Tourismus. An Deutschland wird ganz stark gefördert, bis zu 25 Später pro Jahr. Bei uns ist das Agrargesetz auch noch dran, das begrüßen wir, mehr an der Gringzone ist nicht erlaubt. Tierenpensionen, Pferdpensionen sind erlaubt, Hund, Katzenpensionen oder sind auch noch nicht mehr erlaubt, Pferdpensionen, wenn ich genug Gras hat. Hund und Katzenpensionen, ich meine, die wären noch besser, ob der Gringer Visto bei einem Haft, der schon durchsteht, wie man es an einem Dorf. Die gehen aber nicht erlaubt, explizit von der Majorität an Gesetz geschrieben gehen. Also auch da muss man Ouvertüre machen. Wir haben viel Potenzial, zum Beispiel beim Green Care. Ein Bauernkreis. Eng Versøchung von ältere Leid. Da gibt es noch extrem viele Möglichkeiten, Standbeine, mir auch das als nicht an der Gringzone erlaubt. Also, 20. Punkt, mehr flexibler, mehr restriktiv Definition von der landwirtschaftlichen Aktivität am Naturschutzgesetz. Ich könnte so weiterführen. Aber das Wichtigste ist das, weil ich sehe, meine Zeit ist aufgelaufen, schon eine Minute gebe ich so. Von der bremsenden Haltung muss man hin zu einer proaktiver Hilfestellung und Beratung kommen. Weil die innovativen Ideen, die Leute, die kreativ sind, die muss man unterstützen und die dürfen man nicht ausbremsen. Und es muss gemeinsam noch Lösungen Gesicht gehen. Und dafür Fred CSV nach wie vor das Kompetenzzentrum oder House of Agriculture, wo Innovationsberaterinnen da sind. Und in Bayern gibt es zum Beispiel Fachzentrum für Diversifizierung. In Österreich gibt es schon 20 Jahre lang Innovationsberatung, wo Coaching gemacht wird, wo zusammen geschafft wird, die Einzelministerien, Verwaltungen, Kummer, Schul, wo vielleicht Kompetenzzentrum gemäß könnte kommen, wo man die gerne ausbauen. Am Weibau haben wir etwas Ähnliches, wo man Beratungen, wo zusammen mit Luxinnovation, zum Beispiel für die Wertschöpfungsketten auszubauen. Ein Platz, wo für allem eine Umlaufstelle ist, wo der Bauer geholfen wird und an dem Sinn deposieren eine Motion an Herr Präsident. Merci. Diversifizierung als gerade lo, wo die Landwirtschaft wirklich in einer schwierigen Situation ist, wo sie viele Herausforderungen hat, extrem wichtig für die Nachhaltigkeit vom Sektor zu stärken. Und Politik muss wirklich Perspektiven abweisen an die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, weil es nach einer Innovationsgeist, Entrepreneursgeist, Kreativität gibt gebraucht und muss unterstützt gehen. Ich so nicht merci.